Den kleinen Kerl anzulangen, hat er sich dann aber gleich nicht getraut. Also hat er sich, schwuppdiwupp, ein Schmetterlingsnetz vom Feistersims geschnappt. Der Nils hat das Netzli kurz hin und dann wieder hergeschwenkt und hopp, ist der Wichtel in der Falle gehangen. Der Nils hat höhnisch gelacht und das Netz immer wieder durch die Luft gewirbelt. Mit angsterfüllter Stimme hat das Männchen gerufen. Halt, wenn wir freilassen, schenken wir eine goldige Münze. Die Stimme hat dem Nils dann schon fast ein bisschen Angst gemacht. Schnell hat er das Männchen freigelassen und auch sofort eine goldige Münze zum Tausch dafür bekommen. Der Nils hat sich grün und blau geärgert. Hey Dummkopf, Esu hätte doch mehr verlangt. Aber dann ist ihm eine Idee gekommen und er hat schelmisch grinst. Vielleicht kann mir das Männchen sogar die 13 Seiten in den Kopf zaubern. Hopp! Und schon ist das Wichterli wieder im Schmetterlingsnetz gehangen. So leicht kommst du mir nicht davon. Du musst schon ein bisschen mehr von mir machen. Kaum hat der Nils die Worte ausgesprochen, ist er von einem gewaltigen Ruck erfasst worden. So gewaltig, dass es ihn quer durchs Zimmer in die nächste Ecke geschleudert hat. Dann ist es ihm schwarz vor den Augen geworden. Wo der Nils wieder verwacht ist das Männchen verschwunden. Er hat sich aufgerappelt. Der Nils Holgersson hat direkt an einem Stuhlbein aufgeschaut und es ist ihm vorgekommen, als wäre es bis in den Himmel aufgewachsen. Auch der Tisch und die alte Standuhr scheinen ja riesig. Was ist passiert? Wieso sieht alles so anders aus? Hat das kleine Männchen am Ende noch die Stube verzaubert? Der Nils hat wieder an seinen Leseplatz zurücklaufen. Aber auch der Weg dorthin ist ihm elendlang vorgekommen. Es hat ihm gedunkt, als käme er überhaupt nicht vorwärts. Hä? Hat er aufgeschrien, als er unterwegs im Spiegel vom Geschirrschrank einen Blick auf sich erhascht hat. Er hat in den Spiegel gestarrt und dann auf seine Füße und wieder in den Spiegel und dann auf seine Hände und wieder in den Spiegel. Der Nils ist entsetzt zurückgetaumelt. Ich bin ein Winzling. Ein Knirps. Am Nils ist die Luft weggeblieben. Ich bin auch nicht grösser als ein Daumen. Das Wichtelmännchen hat mich geschrumpft. Mach das rückgängig! Mach das rückgängig! Hat er immer wieder gerufen und ist verzweifelt auf den Hof rausgestolpert. Die Gänse auf dem Hof haben wild und schrill durcheinander geschnattert, wo sie gesehen haben, wie munzig klein der Nils Holgersson jetzt war. Immer hast du uns jagen mit dem Stock pflügen. Das geschieht dir ganz recht, Nils Holgersson.